Das ist der Helmut von der Janker Fundschmiede. Ich möchte mich ganz kurz zu Wort melden nochmal. Ein kleines Update, was ich mache jetzt während des Urlaubs. Ich wollte eigentlich mehr oder weniger Touch-Oven-Videos machen. Die Zeit lässt mir jetzt nicht ganz zu, weil jetzt muss ich den Urlaub nutzen. Wir wollen die Küche ein bisschen optimieren, ein bisschen umgestalten, aber recht viel Möglichkeit gibt es ja nicht. Und ich bin zum Entschluss gekommen, wir haben ja eine ziemlich schlanke Küche, die wollte ich sowieso mal ganz kurz vorstellen. Ganz kurz, wir haben eine schlanke Küche und hier haben wir zum Beispiel Kaffeetassen, alles mögliche drinnen und Gläser, meiner Meinung nach viel zu viel. Und dann haben wir hier einen amerikanischen Kühlschrank mit Eiscrash-Funktion. Also für unsere Verhältnisse zu zweit reicht er vollkommen aus. Also das ist die Gefrierkombination. Und hier haben wir sämtliche Backwaren drinnen, was man so braucht. Und Mikrowelle, Brotmaschine, dann noch ein bisschen Deko. Hier zum Beispiel haben wir die Nudeln und sämtliche Essig- und Ölarten, sämtliche Sirups, verschiedene und Gewürze. Hier haben wir auch noch mal so Kleingraumgeräte drinnen. Und hier, wie gesagt, die ganz selbst gepflückten Tees. Da haben wir alle Sorten, was es so gibt, die gängigsten Lindenblüten und alles, was das Herz begehrt. Dann haben wir hier eine Induktionsherdplatte und selbst reinigenden Backofen und der Besteckkasten und den ganzen Kleinkram Tralala und Geschirrspüler. Ja, wie gesagt, viel Platz bietet unsere Küche nicht. Wir haben da so einen kleinen Schlauch mehr oder weniger. Hier drehe ich ab und zu auch meine Videos. Das geht sehr gut mit der GoPro, auch mit der großen Kamera, weil meistens habe ich hier im Eck die GoPro platziert und große Kamera in diesem Eck oder an der Scheibe die GoPro. Geht perfekt. Aber wir wollen hier rüber diese Wand hier, das ist so eine abwaschbare Wand. Das werde ich ein bisschen optimieren, das werden wir jetzt ändern. Und zwar bei Gute Bekannte haben wir gesehen, der hat das gleiche so ähnlich und der hat eine 3D-Fließtapete in Steinoptik rangebracht. Das gleiche will ich auch. Ich habe die hier. Ja, so sieht das aus. Das ist so eine Steinoptik. Und um das Ganze leicht hier rein zu montieren, werde ich hier Sperrholzplatten, ich sage jetzt mal so 8 mm Sperrholzplatten oder ein 10er, und das werde ich gleich passend einpassen hier, weil ich will ja unbedingt hier auf diese Höhe hier, ja, hier auf diese Höhe hier, und die werde ich exakt links und rechts einpassen, weil hier geht es praktisch hier oben entlang, und werde jetzt gleich mit der Steckdosen hier die Aussparung gleich außerhalb machen, tue dann die Tapete draußen gleich fertig drauf kleben, und wenn das alles fix und fertig und trocken ist, dann wird die ganze Platte hier sauber eingepasst. Dann kommt unten wieder eine Silikonnaht rüber und oben kommt der kleine Quersockel drauf, weil ich will unten ein SMD Lichtleisten drauf machen, die auf die ganze Länge verläuft. Und das hat so gut ausgesehen bei unseren Bekannten, damit ich sage, das will ich jetzt bei unserer kleinen Küche auch probieren. Und da gibt es diese speziellen 3D Fließtapeten. Da unbedingt natürlich achten, dass man einen guten Hersteller wählt, und das ist wirklich ein Top-Hersteller. Allerdings kostet diese Tapete nicht wenig Geld, die kostet 70 Euro. Kommen aber locker aus für links und rechts.
Das will ich jetzt unbedingt noch auf die Wege bringen, die 2 Wochen, wo ich Urlaub habe. Und dann noch viel anderen kleinen Grießkram, die wir noch so erledigen wollen. Ja, ich denke mir, das schaut ganz gut aus. Und dann kann ich mich mal widmen, dass ich wieder irgendwelche Kochvideos drehe. Nebenbei wäre ich schon ein Kochvideo drin. Ja, also wir haben uns auch von der Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich wollte unbedingt von meinem Gewicht ein bisschen runter, wegen meiner Hüften. Und meine Frau muss auch ein bisschen runter, wegen anderen Sachen. Aber das funktioniert ganz gut. Ich habe mich ja schon umgestellt vor 10 Wochen. Deshalb habe ich von 112 Kilo, ich gebe es zu, ich habe vorher 112 Kilo gehabt und jetzt habe ich 93 Kilo abgenommen. Kein Cola, kein Spezi mehr, also kein Industriezucker sowieso mehr, keine Chips, keine Gummibärli, keine die Rumfresserei. Das war das Schlimmste, was überhaupt gegeben hat, und das habe ich weggelassen. Viel Grünte, Wasser und natürlich Smoothies. Die schmecken sehr lecker, wo ich früher immer gesagt habe, hört mal auf mit euren Smoothies, den Veganer-Kram. Stimmt nicht. Einmal Smoothie probiert und die schmecken wirklich top. Als wärmstens zu empfehlen kann ich den, ich zeige bloß einmal ein Beispiel. Also mein absoluter Favorit und wie ich eigentlich richtig drauf gekommen bin, das ist der Roman Firmenkranz. Also das ist ein absoluter Profi, was Smoothies betrifft, und Top-Rezepte mit einer 30-Tage-Challenge. Und die ersten Smoothies probiert und ich kann nur sagen, grüne Smoothies mega, mega lecker, und der Umstellung, die funktioniert. Ja gut, das war nur so am Rande. Ja, jetzt bringe ich es nicht mehr rein mit einer Hand, doch. Wie gesagt, das ist so eine kleine Änderung, und Videos kann ich dann trotzdem hier wieder drehen. Aber nur diese Optik gefällt mir hier eigentlich nicht. Und das will ich ein bisschen ändern. Dank dieser Fließtapeten. Ja, das mal nur so am Rande, das war eine kleine Info, dass ich doch wieder komme, keine Panik, ich drehe wieder Videos, weil ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, wann kommt das nächste Video. Aber es ist nicht einfach, wenn man arbeitet und vieles andere zu erledigen hat. Meine Frau ist in der Arbeit und Garten winterfest machen und pipapo. Aber die schaffen wir jetzt auch. Also das war nur eine Info am Rande. Ich wünsche euch was, euer Helmut. Bitte um Verständnis. Janka Filmschmiede. Habe die Ehre. Macht es gut.